Advent heisst Erwartung. Und wir lesen Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Engel, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, nach dem ihr begehret, siehe, er kommt, spricht der Herr Scharen. Das Wort hat der Prophet Malachi 400 Jahre vor Christus gesagt. Und von diesem Moment an waren die Priester immer ganz gespannt, wenn sie in den Tempel hineingegangen sind. Sie dachten, hey, ist echt der Engel da? Sie haben geschaut, sie wussten, auf der rechten Seite beim Altar wird er stehen. Und da sind so viele in diesen Tempel hineingegangen, Priester über Jahrhunderte. Ich gewartet. Wann kommt er? Und dann lesen wir, dass eines Tages der Zacharias dran war. Im Lukas 1, Vers 8 heißt: Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes in den Tempel Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich stand auf der rechten Seite des Räucheropferaltars ein Engel des Herrn. Zacharias erschrak und fürchtete sich. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Stell dir das einmal vor. Da haben 400 Jahre lang die Priester gewartet und plötzlich in einem Moment steht der Engel da. Dann wissen sie, ja, jetzt kommt der Messias. Und was sagt der Engel? Er sagt zu ihm: Gott hat dein Gebet erhört. Offenbar haben unsere Gebete doch Wirkung, dass Engel vor uns hergehen. Darum, auch in der Adventszeit, bleib dran, Gott noch mehr zu erwarten. Und vielleicht kannst du gerade während dieser Zeit erleben, wie Engel vor dir hergehen, wie sie dich begleiten, dich beschützen. Und ich wünsche dir eine ganz gute Adventszeit, wo du Begegnungen mit Gott haben kannst. Und erwarte mehr von Gott. Was weisst? Vielleicht erlebst du sogar Engelsbegegnungen. Gott mit dir.